Wochenlang fiebert er jedes Jahr diesem Tag entgegen. Zu Hause in Passau-Heining. Gut. Fein. Sehr gut. Wenn es Herbst wird und die Angst vor Winterfrösten, Pilzattacken und Hagelschlag überstanden und Zeit der Lese ist, in bester Hanglage im Reihenhausgarten. Also jetzt momentan haben wir hier den Regent, 2014er, wunderschön. Dann schneidet sich Stefan Blendl einen Nachmittag lang durch seine Rebstöcke. 80 Grad Öchsle. Wir haben dieses Jahr auch ein bisschen mit Fäulnisproblemen, wie überall. Mit der Essigfliege. Und was mir hier das größte Problem in einem Stadt- und Hausweinberg ist, sind eigentlich die Amseln. Bloß dieses Jahr hatten sie keinen Appetit drauf, waren es auch zu sauer. Er will aus Fernatsch und gelbe Muscatella seinen eigenen Hauswein produzieren. Sind wir zufrieden. Ich bin in der 11. Generation Winzer. Ich stamme aus einem Familienweingut raus, das urkundlich erst mal 1723 erwähnt worden ist. So, die Presse, das stammt noch aus der Familie heraus. Ich bin ein Kind aus den Weinbergen. Mal machen. Vor 9 Jahren verschlug es den gebürtigen Franken nach Passau. Seither geht er seiner Passion im heimischen Garten nach und keltert sich jeden Herbst rund 50 Liter Passau-Heininger Rosé. In bester Tradition, wie der gelernte Winzer von der Mainschleife sagt. Das Verrückte ist, in Passau wurde schon früher Wein angebaut. Das wissen die wenigsten. Jetzt ist er wieder gefragt. Besuch beim Stadtarchivar Richard Schaffner. Schreck dich nicht. So, jetzt darf er unseren Weinberg sagen. Au. Was sagst Wo ist da bitteschön der Berg? Also, wir haben da verschiedene Sorten gebaut. Hier einmal, das ist jetzt. Sagst Kann was draus werden. Wo habt ihr denn die Reben bekommen? Die sind aus dem Landkreis Passau. Mit Unterstützung der Stadtgärtnerei. Okay. Wir wollten so mal testen, welche Rebsorten da geeignet sind. Es sind also 5 verschiedene Sorten. Was meinst du, sind sie nah zusammenpflanzt? Kann man da mal Nein, was- so nah nicht. Der Weinstock, der braucht eine Erziehung, wie wir den anpflanzen. Und da würde ich fast sagen, dass wir da 2 Zeilen machen. Aber das gehört, ein Draht gehört gespannt, es gehört Verankerung. Und dann tun wir da im Winter, richten wir den sauber her, dass wir dann nächste Expansion in Niederbayern hier machen können. Dieses Grundstück, das hat früher den Klosterschwestern von Niedernburg gehört. Und die haben da auch Wein angebaut. Ist auch naheliegend. Tatsächlich erstreckten sich schon im frühen Mittelalter Weingärten entlang der Passauer Berghänge. Und es florierte der Weinhandel. Insbesondere ihm keinen Wein von den Schiffen zu nehmen, weil er nicht wolle, dass seine Straßen auf dem Wasser oder Lande damit niedergelegt werden. Also man hat sozusagen, damals hat schon Piraten gegeben, die dann den Wein von den Schiffen genommen haben und dann selber austrunken haben. Ja? Die haben gewusst, was gut ist. Ja. Der heimische Bayerwein schmeckte urkundlich verbürgt meist nach Essig. Für den Handelswein hingegen gab es eine eigene Pipeline. Da sieht man jetzt sehr schön den Ludwigsplatz. Und es war eben so, da ist eben dieses, da ist so da vorne ist die Weinpipeline gelaufen. Ja, da unten ja die Stich und da war die Weinabfüllanlage. Die Pipeline entstand 1967. Bis zu 30 Millionen Liter österreichischer und ungarischer Wein wurden da in der Stadt pro Jahr umgeschlagen. Und die Gewölbekeller kann man jetzt leider nicht mehr anschauen. Da ist heute die größte Tiefgarage in Passau. Aber da ist nichts mehr dran. Passau, die verkannte Weinstadt. Die meisten Weinberge gehörten ursprünglich den Klöstern. Der schönste, am ehemaligen Nonnengut, ist wieder in Betrieb. Ob die besser sind wie meine, die unten am Klosterberg sind? Ja, Ah ja, geschmacklich ist gar kein so großer Unterschied. aber die Menge macht. Ne? Nur eine Menge, ja. Interessant ist schon von der Hangausrichtung her, die Wärme, was hier gespeichert wird. Also da könnte man sich auch wieder vorstellen, im großen Stil hier Wein anzubauen. Man merkt es allein jetzt hier von der Temperatur her, wie warm es hier ist, die Sonneneinstrahlung. Es passt eigentlich alles. Kurz darauf hat der gelernte Winzer einen hauptberuflichen Termin in seiner Eigenschaft als Weinhändler.
Rund 300 Sorten führt er. Das elterliche Weingut hatte er eines Tages verlassen, nach Streitigkeiten zwischen den Generationen, obwohl er kurz zuvor noch zu Bayerns bestem Jungwinzer gekürt worden war. Wenn man mit Weinbergen aufgewachsen ist und war von Kindheit dabei, dann geht es nicht mehr ohne. Bleib auf den Weinbergen stehen und muss durchlaufen. Das ist eine Leidenschaft, Passion, Liebe. Ankunft in Fürstenfeld. Der Kreislehrgarten von Hans-Joachim Birzer. Wir haben einen kräftigen Zuwachs. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt dieses Mal die erste Ernte. Die sind im Frühjahr erst gepflanzt worden. Ja, schaut ja gut aus von den Trauben her, absolut gesund. Carbohydrate drin. Nachdem wir ja einen sehr heftigen Klimawandel haben, das schlägt sich auch in der Sorten- und Artenverwendung nieder. So ist es bei uns jetzt in Deutschland durchaus möglich, hervorragende Qualität an Tafeltrauben zu produzieren. Und das war für uns Anlass und Grund, dass wir gesagt haben, wir haben ein ideales Gelände, Südlage, voll sonnig. Und da probieren wir einfach auch bei uns in Niederbayern im Landkreis Passau Tafeltrauben aus. Und man sieht, die ersten Erfolge, es funktioniert. Der Kreisfachberater hat den Winzer schon öfter für Rebschnittseminare engagiert. Weinanbau in Niederbayern für Privatinteressierte, von denen es immer mehr gibt, wie Heinz Bertel. Er ist darüber zum eigenen Kellermeister geworden, der seine 99 Rebstöcke jährlich zu rund 170 Litern St. Salvator mit Biozertifikat vergärt. Dann fällt es dir, gell? Ja, schön fruchtig. Schöne Säure, schön fruchtig. So, Dankeschön. Schöne Aromen. Wunderbar. Gefühlsmäßig wäre ich hier auf dem Zweigler der Blaufränkisch gegangen, durch die Nähe Wachau, 80 Kilometer. Ja, Glückwunsch. okay. Wir haben das nur gelesen, dass in Weinzierl und Griesbach, dass da schon Wein angebaut worden ist. Und von dem her haben wir gedacht, du musst bei uns auch wachsen. Ein kleines Stück weiter gedeihen derzeit rege Pläne für einen Weinberg, der 6-mal größer ist, erzählt Wolfgang Off, der Geschäftsführer eines hiesigen Hotels. Was erwarten Sie, wie er schmeckt? Sensationell. Das wird der beste Griesbacher Wein, den wir je hatten. Ich schaue zu, ich überwache das Ganze. Ja, gut, machen wir da hinten. Die Pflege der Weinstöcke sollen unter anderem die Kurgäste übernehmen. Stefan Blendl ist gerade dabei, die Formalitäten zu klären. Historisch endete der Weinanbau in Griesbach schon im Mittelalter, als der Klimawandel zu einer Kaltzeit führte. Inzwischen, sagt der Winzer aus Passion, hat der Wein hier wieder beste Chancen.